Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde, direkt vom Frühstückstisch in Lettland. Wir sind nun schon 4 Tage in diesem Land und haben noch nichts gesehen. Warum? Wir sind hier auf einem Campingplatz hängen geblieben. Eigentlich wollten wir nur mal kurz Wäsche waschen und ein bisschen was arbeiten. Daraus wurden schlussendlich dann 3 Nächte, die wir hier geblieben sind. Grund dafür ist auch diese Feuerstelle. Ihr seht sie gerade. Für uns ist einfach, wenn ein Campingplatz eine Feuerstelle hat, dann ist er sowieso immer super gut. Und ihr wisst alle, wir haben momentan sehr, sehr viel zu arbeiten. Ihr habt alle das Video gesehen. Vor uns stehen spannende Vorträge, spannende Treffen und die wollen natürlich auch vorbereitet sein. Aber heute geht es endlich weiter durch Lettland. Wir sind in Cēsis, das ist so ein bisschen der Hauptort dieses Nationalparks. Ihr seht den Namen unten und da findet heute Karneval statt. Das wollen wir natürlich miterleben. Ja, jetzt geht es darum, alles zusammenzupacken, was wir die letzten Tage rausgerissen haben. Kurz zu frühstücken und ja, dann endlich ins 39. Land unserer Reise zu starten. Möchtest du auch noch kurz guten Morgen sagen vielleicht? Kaffee kocht. Kaffee kocht. Gut, also kommt mit, es geht weiter. Es gibt noch ein paar Impressionen von diesem Campingplatz. Der ist eigentlich ganz schön, nicht ganz so sauber und was uns auch aufgefallen ist, das Wasser stinkt. Ja, das ist wirklich so. Auch auf dem letzten Campingplatz in Estland war das irgendwie auffällig komisch und nicht so wirklich lecker. Ja. Es riecht nach Eisen. Ich denke, entweder sind die Leitungen verrostet oder das Grundwasser an sich ist sehr eisenhaltig. Ja, wir müssen das mal noch googeln so und sonst schreibt es unten in die Kommentare, wenn ihr wisst, warum das so ist. Das würde uns wirklich sehr interessieren. Ist sehr unangenehm, aber jetzt gibt es Kaffee und Frühstück und dann geht's los. Für alle Tierliebhaber und Tierschützer, wir lassen diese Wespe gleich wieder frei und helfen ihr frei zu kommen. Aber wir brauchten ein Anschauungsbeispiel für euch, weil wir haben hier auf diesem Campingplatz und auch schon davor wirklich ein echtes Wespenproblem. Wir hätten nicht damit gerechnet, obwohl wir haben schon davon gehört, aber diese Dinger sind wirklich richtig, richtig nervig. Wir haben gerade Ver- und Entsorgung gemacht und naja, also neues Wasser tanken wir hier definitiv nicht. Das geht gerade mal für einen Spülkasten, für die Toilette. Ich habe jetzt einen Kanister gefüllt, habe meine Nase mal dran gehalten. Louis hat dasselbe danach auch gemacht mit der gleichen Reaktion. Wir sind rückwärts weggesprungen und ja, haben uns ein kleines bisschen an den Vulkan Solfatara zurückerinnert. Das Wasser, das stinkt hier richtig nach faulen Eiern. Irgendwie muss das Schwefel oder was drin haben. Also hier ist nicht nur der hohe Eisengehalt ein Problem im Wasser. Hier an diesem Platz ist irgendetwas faul. Markthalle gefunden. Und ihr seht meinem Strahlen an, ich bin im 7. Himmel. Wir haben auch schon uns was gegönnt, allerdings noch draußen. Wird mal wieder Zeit, Karl neu zu begrünen. Und da haben wir uns für diese essbaren kleinen Chilis entschieden. Die Dame, die konnte zwar ein kleines bisschen Englisch, wie fast alle hier, aber nicht so gut, dass sie uns jetzt sagen hätte können, ob die jetzt sehr scharf, mittelscharf, wenig scharf sind. Das mal probieren. Mal, was wir hier noch Leckeres haben. Momentan ist ja Pilzsaison und die sind alle wie wild in den Wäldern unterwegs am Pilze sammeln. Solche haben wir selber noch nicht gesehen. Wir nennen sie ja Eierschwämmli. Ich glaube, es sind Pfifferlinge. Habe ich recht oder nicht? Schreibt es mal unten in die Kommentare, wie ihr denen sagt. Und vielleicht dazu gerade noch, was ihr damit mit diesen herrlich frischen Pilzen jetzt zubereiten würdet. Was wir machen, sehen Sie vielleicht heute Abend. Ja, 1,50 Euro für die... 1,50 Euro für diese ganze Tüte voll hier. Jetzt aber ab an den Karneval, hä? Ja.
Ja, wenn man nicht lesen kann, was da steht, dann liest man halt nur die Zeit, oder? 1. September, 12 bis 16 Uhr, landet auf einem Kinderfest. Weil das Einzige, was wir ja noch lesen konnten, war irgendwo da, Karneval. Ja, war nicht ganz so viel los, wie wir uns das erhofft haben. Deshalb gehen wir jetzt zurück zu Karl und fahren ein Stückchen weiter. Jetzt sind wir gut 30 Minuten weitergefahren, sind jetzt an diesem Ort hier angekommen. Ein Tipp für ein Restaurant hat uns hierher geführt. Da gehen wir gleich vorbei. Das sieht nämlich von draußen schon richtig cool aus. Fertig gegessen und wir mussten fast ein bisschen flüchten, nicht weil das Essen jetzt irgendwie schlecht war oder die Bedienung unfreundlich, sondern wegen den Wespen. Wie ist die Situation momentan bei euch, Deutschland oder wo auch immer ihr gerade seid? Lasst uns mal wissen, sind die Wespen nur hier oben? Da ist schon die nächste. Oder sind sie überall? Im Norden hatten wir sie ja nicht, aber das kann natürlich sein, dass es da einfach klimatisch ein bisschen anders ist. Wir gehen jetzt noch so ein bisschen hier in der Region rum. Hier soll es ganz viele Höhlen geben und in der einen oder anderen kann man sogar Wein probieren, weil die Region hier, die ist bekannt für süßen, fruchtigen Wein und den möchte ich natürlich probieren. Ja. 25. No? If you want and I want, go. I left you right and make 3 months. Okay, wow. You live 3 months and make. Go inside. Ganz schön kühl hier drin. Könnt ihr mich so sehen? Seht Ja. ihr mich so? Okay. An die Decke schaue ich nicht mehr, weil da oben hat es aneinander gekrabbelt hier. Das beleuchte ich auch lieber gar nicht mehr. Die Höhlen hier, es hat über 200 Höhlen und die wurden hier in den Sandstein gehauen, um kühlere Lagerräume zu haben. Also hier drin hat Kartoffeln und allerlei, was man halt so ein bisschen in der Kühle lagern möchte. Es ist nicht besonders trocken, also an den Türen, wir blenden es euch auch gleich mal noch schnell ein, hat es ein bisschen Kondenswasser. Und es ist, ja, dieser Hügel, der gehört niemandem. Also wenn ich jetzt hier auch gerne eine Höhle hätte, dann kann ich hier einfach mal eine reinhauen. Die sind so bis zu 25 Meter lang, diese Tunnel. Und natürlich ist man da eine Weile daran, die reinzuhauen. Die Dame hat vorhin gerade gemeint, ja, so etwa 3 Monate am Stück muss man hier schon hämmern, um hier so eine schöne Höhle zu haben. Wir schauen es uns mal ein bisschen genauer an. Ein Rhabarberwein. Red, tas ir Oma. Granīvaini. Jā. Un tas būs Eiswein. Apfel-Eiswein. Apfel. So, jetzt haben wir einen Wein dabei, weil das Problem ist, ich glaube, hier ist auch 0,0 Promille zum Fahren. Das heißt, einfach so mal in ein Restaurant zu gehen und da mal so ein paar Gläschen Wein zu geben, das liegt nicht drin hier. Deshalb nehmen wir den Wein mit und lassen ihn uns bei Karl mal schmecken. Ja, was ihr eben gesehen habt, das ist Steffi, die unter einem Auto liegt, um eine Katze hervorzuholen. Ab sofort fehlt sie wieder in den Videos, nicht wegen dem Fischen, sondern wegen den Katzen. Das hatten wir ja im Norden überhaupt nicht mehr und jetzt wieder an jeder Haltestelle, überall wo wir anhalten, gibt es Katzen, 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 Katzen. Jetzt kommt sie und Erfolg, jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie. Ich konnte nur eine intensive Unterhaltung mit ihr führen, aber Okay. sie wollte nicht unterm Auto vorkriechen. Auf welche Sprache? Auf Ketzisch. Ich habe gerade erklärt, dass du nicht mehr wegen dem Fischen fehlst. Ja, eben.
Das zur Erklärung, weil einige von euch sich gefragt haben im Norden, warum Steffi denn in den Videos fehlt. Meistens war sie am Fischen und jetzt ist sie auf der Suche nach Katzen. Kurz ein paar Worte zu diesem Naturpark, wo wir jetzt sind. Der Morgen, der hat ja nicht so positiv gestartet, war ein bisschen negativ, aber es ist unglaublich, was man hier alles erleben kann. Man fährt 5 Minuten dahin, 5 Minuten dahin, dann hat es eine Winery, dann kann man Likör ausprobieren, hat es einen Baumwipfelpfad, dann hat es da eine Wanderung, ist unglaublich. Also Lettland hat echt was drauf, vor allem diesen Nationalpark. Man kann hin, wo man will, man kann überall etwas erleben und ja, wir werden das sicher dann in einem Blogpost mal noch zusammenfassen, was man hier denn alles machen kann, weil das ist schon echt cool. So, können wir jetzt gehen? Tja, wir sehen uns. Ja, wir haben heute schon ziemlich viel gesehen und erlebt und es geht noch weiter, weil der Tag ist noch lange nicht zu Ende. Wir haben jetzt kurz vor 17 Uhr. Jetzt sind wir hier in einer Löffelfabrik. Hier hat es ein paar Ausstellungsstücke, wo man sieht, wie diese Löffel, diese Holzlöffel hier erstellt oder hergestellt werden. Gleichzeitig ist es auch noch eine Winery, ein Weinkeller. Sagt man das so korrekt? Ja. Das sind manchmal so Wörter. Dann, ja, Weinkellerei kann man auch noch ein bisschen degustieren und ja, vielleicht lasse ich mich noch mal ein bisschen zu was verleiten, weil ihr könnt jetzt gleich auch noch einen Blick ein bisschen auf diese Preise hier werfen. Wir sind zurück im Paradies. Ihr habt es wahrscheinlich trotzdem schon lang gesehen, oder? Ja, es hat nochmal einen Wein gegeben. Wir haben jetzt vorher in der Höhle haben wir einen Süßen gekauft. Jetzt habe ich hier, der Süße, das ist ja Omas Wein. Jetzt habe ich hier Johannisbeer. Ich glaube, es ist schwarze Johannisbeer. Ich muss das Namen mal noch schnell. Chokeberry. Heute Shopping? Aronia. Heute Shopping? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist Aronia. Genau, heute Shopping. Und das ist jetzt ein halb süß, also semi-süß. Und das ist einfach halt nochmal so ein bisschen anderer Wein. Der mag Louis auch ein bisschen lieber wahrscheinlich, weil er nicht ganz so auf süß steht. So, jetzt fahren wir weiter. Wir fahren zurück nach, ich weiß nicht mehr, Sigulda? Schwierig auszusprechen. Irgendwie so heißt der Ort. Jetzt fahren wir da nochmal zurück, weil da wollen wir noch in die Gutmannshöhlen und eine Burg wollen wir uns da noch anschauen. Ja, dieser Nationalpark, der hat extrem viel zu bieten und wir waren noch nicht mal Kanu fahren, was man hier ja auch wunderbar kann, oder wandern oder weiß Gott was alles. Also merkt euch. Gauja Nationalpark, der ist cool. So, wir sind natürlich noch voller Energie und voll vital. Nein, sind wir nicht. Ich bin Ich wollte gerade sagen, gerade vorher hast du gesagt, oh, so weit. Ja, also langsam zieht sich der heutige Tag ein bisschen, aber es gibt einfach so viel zu sehen hier, das ist unglaublich. Also wenn ihr hierher kommt, dann macht euch vorher einen Plan, was ihr alles sehen wollt und geht dann los. Es gibt einfach unglaublich viel zu sehen. Wir sind jetzt bei den Gutmannshöhlen, haben heute zum ersten Mal etwas für den Parkplatz bezahlt, 2,50 €. Dafür hat es dreckige Toiletten und ein Informationszentrum. Meine war sauber. Meine nicht. Und ja, jetzt schauen wir uns die Gutmannshöhle mal an. Keine Ahnung, was das ist. Wir werden es zusammen erkunden. Los geht's. Ja, also wir waren jetzt uns nicht ganz sicher, ob wir wirklich schon am Ziel angekommen sind. Deshalb habe ich mal schnell Handy gezückt. Handy sagt, ja, wir sind am richtigen Ort und Google Bilder sagt auch, das sind die Gutmannshöhlen. Höhlen, weil das da oben wahrscheinlich auch als Höhle zählt. Wir haben uns ein bisschen größer vorgestellt, ganz ehrlich. Ich meine, die Höhle an sich ist ja schon hoch, ich glaube 10 Meter oder so. Aber ich hätte es mir ein bisschen pompöser vorgestellt. Zack, zack, wir haben zack, einen langen Vlog heute. Ja, es gibt Legenden dazu und vielleicht könnt ihr im Hintergrund auch die ganzen Einschriften sehen. Das sind Studentenverbindungen, Wappenzahlen und so weiter und so fort dazu. Ja, schaut es selber an. Es ist nah an der Straße. Ich meine, wer hier sowieso lang fährt, der kann hier auch vorbeischauen. Jetzt Riesenumwege würde ich deswegen nicht machen. Ah, eine Quelle entspringt noch da drin. Mal schauen, ob das Wasser da auch müffelt.
Und um es in einem Satz zusammenzufassen, Oh, jetzt kommt er. ein Satz mit X, das war wohl nix. Was für ein Tag, liebe Reisefreunde. Heute ist ja wieder mal so richtig viel passiert. Unglaublich, dieser Nationalpark hat so viel zu bieten und macht unheimlich viel Spaß. Also wenn ihr könnt, unbedingt hinfahren, genießen und einfach das Angebot abchecken, was es hier alles gibt. Es gibt von Rafting über Bungee-Jumping, über Wanderwege, Weintasting, es gibt einfach alles. Ich glaube, wir haben noch nie einen Nationalpark besucht, der so viel zu bieten hat. Also der lohnt sich wirklich, super gepflegt, super Informationen, alles auf Deutsch, super gute Pläne, also man kann den wirklich nur weiterempfehlen. Wir haben jetzt hier einen Stellplatz gefunden, ihr habt ihn bereits von oben gesehen. Das Bienchen hat wieder mal ein bisschen einen besseren Job gemacht als sonst. Wir haben immer ein bisschen Probleme mit der Verbindung bei der DJI Spark. Sie macht uns nicht so richtig Spaß, aber sie macht immer wieder tolle Bilder. Ja, jetzt stehen wir hier wieder einmal wild im Wald in Lettland, schauen, wie das Ganze funktioniert. Morgen geht dann die Reise weiter in Richtung Riga. Wir wollen ja auch noch die Hauptstadt sehen, obwohl ich persönlich das nicht ganz so cool finde, schon wieder in der Stadt zu fahren. Aber man muss das ja einfach auch mal sehen. Wenn euch der Vlog von heute gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Die Pilze, die gibt es nicht heute, die gibt es erst morgen, also ihr verpasst nichts. Und ja, schreibt unten in die Kommentare, die Fragen hat ja Steffi schon gestellt. Und schön wart ihr mit dabei, es freut mich immer wieder unheimlich. Vielen lieben Dank auch an alle, die wieder in die Dieselkasse gespendet haben. Es macht einfach so Spaß mit euch. Die beste Community der Welt und Europa ist geil. Bis zum nächsten Mal und tschüss.